Mr. Science könne man net schlofen, hummer zuviel Kaffee gedrungen, immer an Bettgange sinn. Ja, aber ich kann nun mal einfach nicht auf mein Kaffee verzichten. Und ich habe kein Deka gestern mir am Haus. Wie wisst ihr was? An meinem Experiment von mir mache ich meinen eigenen Deka. Mir für dich lese ich mich noch ein bisschen schlafen. Ma ja, dann hoffen wir, dass du nach kennst. Moes halte mich wackrig, aber Oves ist den Kaffee nicht so gut wie anzuschlafen. Oder besser gesagt, dass den Koffein am Kaffee den ich wackrig hält. Und dafür probiere ich heute, den Koffein aus dem Kaffee rauszuholen. Nee, eigentlich habe ich das ja schon gemacht. Wei, du hast da doch einen ganz normalen Kaffee gemacht. Genau. Und dabei hat sich der Koffein aus dem Kaffeepulver am Wasser gelöst. Wenn Wasser also sich ein optimales Lösungsmittel für Koffein aus den Kaffeesbohnen herauszulösen. Du musst just nach das koffeinhaltige Wasser wegschütten und dann noch ein Kehr warmes Wasser draufschütten und schon habe ich meinen dekoffeinierten Kaffee. Ja, die recyclierte Kaffee, du kann wohl mir noch allzu viel schmecken, Joseph, was meinst du? Schmecke mal. Tja, der schmeckt wie ein ausgesät. Und das ist auch normal, weil Wasser ist einfach so viel ein gutes Lösungsmittel und das lässt auch alle guten Aromen aus dem Kaffee raus. Ich muss also eine andere Methode finden, für den Koffein rauszuholen. Und ich habe schon eine Idee. Und dafür erhitzt du dein Kaffeepulver. Genau, weil den Koffein, den misst bei 180 Grad verdampfen. Und so misst man dann den Koffein aus dem Kaffee rauskriegen. Joseph, dat du gesagt noch Dampf aus. Pass aber auf, dass nicht der ganze Labor auf Flammen abgeht. Nee, keine Sorge. Nee, hey, wie ihr seht, hat sich noch einer Zeit ein weißes Pulver Kaffeepulver gebildet. Und die Kristalle, hey, das ist der Koffein. Ah. So, me Joseph, wenn du der Kaffeepulver so stark erhitzt, dann verfliegt aber auch den ganzen Aromen, ne? Ja, das ist vorher an Schmengen, das heute, das ist auch für ein Pubel. Ich muss also eine andere Methode nachgehen, für den Kaffee rauszuholen. Ich gehe mal ein bisschen recherchieren. So, Mr. Science, finden dann lo raus, wie die Industrie nicht da machen, für den Kaffee zu dekoffinieren? Ja, leider ziemlich ungenau. Sie holen den Koffein aus dem Kaffee nicht mit Wasser, sondern mit einem anderen Lösungsmittel raus. Zum Beispiel mit dem Ethylacetat. Ups, dem Döppeno gesagt giftig aus. Das riecht nur Pech. Mir ist das aber nicht giftig, weil das zum Beispiel auch natürlich ein Lebensmittel dran, wie zum Beispiel ein Wein. Und da brauchen wir auch noch den noch nicht geräucherten Kaffee, also die geringen Kaffeesbohnen. Weil die sind man empfindlich für so eine Behandlung. Für dich erhitzt Joseph die geringen Bohnen aber noch am Wasserdampf, für das Poren abgehen. Und dann riecht diese am Lösungsmittel gewäsch. Das Ganze mischt ihr ein paar Mal, für so viel wie möglich Koffein aus den Bohnen herauszulesen. Das sieht zwar ganz chemisch aus, aber aus sich ist es just eine Wäsche von der Bohne. Die Bohne die verändert sich dabei überhaupt nicht. Joseph bleibt just noch zu klären, für was wir gerade die geringen Bohnen geholfen, für das zu machen. Der Vorteil, für das mit den geringen Bohnen zu machen, ist den, dass die meisten Aromen noch überhaupt nicht entstanden sind. Was Räuchtere noch geht, da möchte Mr. Science seine Bohnen ganz wie früher an einer Pan und durch Tötzt verdampen dann noch die Reste von Lösungsmitteln. Ja, schon habe ich meinen eigenen Deka. Cool, ne? Ja, siehst du. Der Beweis kriegst du aber recht, wenn du am Staatslabor den Koffeingehalt testen lässt, weil die können dir das Teil analysieren. Moin. Ja, moin. Schon habe mein Dekoffeinés-Proben und habe noch ein paar Vergleichsproben. Ja. Kann man die analysieren? Können wir gerne machen, merci. Gehen wir an der Labor damit. Am Staatslabor wird dem Joseph sein Kaffee für die Analyse präpariert und dann noch an einem Gaschromatograph analysiert. Hier können all flüchtige Stoffe analysiert gehen. Der Koffein und die Aromen verdampen no an no und schicken dem Computer her no ein Signal, das dann noch ausgewertet wird. Ja, Joseph, haben wir dann das Resultat. Aha. Und du siehst effektiv, dass wir gute Idee Koffein rausgeholt haben. Aha. Für den dekoffiniert, und du hast zwar etwas rausgekriegt, mit knapp 30%. Und ich meine nicht, dass du die nächsten Stoffe noch besser schlafen kannst. Also dann war Mr. Science richtigen Weg. Am Unterschied, dass sie an der Kaffeeindustrie die Bohnen nach viel mehr Dachs auswaschen und dass das alles maschinell gemacht wird. Von den Aromastoffen hier, als mein Dekoffein noch gut?
Ja, wir haben den Decaffeiné mit dem normalen Kaffee verglichen an einem anderen Apparat. Ja. Und die Aromastoffe sind praktisch gleich bei den zwei. Ich meine, für den heute Schmachen ging ich mal ein paar Testpersonen sicher. Moin. Moin. Will dir ein Tierchen von meinem selber gemachten Decaffeiné schmecken? Ja, gern. Oh, und das ist ganz gut. Wirklich? Ja, Ja, ich gebe da Milch dran machen. Das ist ganz gut. das ist nicht zu stark. Na ja, wenn das so ist, dann machen wir vielleicht einen Kaffeesmager. Wer weiß?